Onmöglich. Onmöglich. Dat is wat Doris en ik ook dachten, als ons den Rosenhof-Janker te kuipen. Dat wir onmöglich damit Erfolg te haben. Aber auf einmal hastig verstanden wie. Wenn Gott ein ganzes Gebiet für die Mission bauen kann, wo wird er nicht für uns sein Heim stahlen können? Weil wir dort Onmögliche von Gott erwarten. Weil wir in das Weich von Denken und Glauben nennen wollen. Gott hat viele Nomes, und einer ist Jehovah Jireh. Gott mein Versorger. Und so wie das ich das Wort Gottes untersucht habe, fing ich kein Mal, dass Gott von der Bank geliedet Geld mang seine Bereitschaft hat. Nicht um den einen Reichtum zu vermehren, und auch nicht um selbstwem, wer in Not ist, zu helfen. Gott hat andere Möglichkeiten. Das kriegt das interessante Part von das anregende Leben mit Gott. Für uns scheint das unmöglich, aber das kriegt, was das braucht, um ein Wunder von Gott zu erfahren. Unmöglich ist die vollkommene Umgebung für ein Wunder. Erwart mehr von Gott als dort, wo du die mit ihnen zentralgrabbeln kannst. Wenn wir nicht mehr von Gott erwarten, wo wir auch nicht mehr kriegen. Aber wenn wir mehr von Gott erwarten, wird er sich beweisen. Das ist, wo uns Glaubenskampf in der Herausforderung von uns Vertrauen anfängt. Vorhin fangen wir so als das an zu glauben. Gott, ich habe das noch niemals erfahren und ich sei so, was aus dort dran mir auch noch nicht. Aber ich kann was abfallende Menschen was das erfahren haben und ich will auch so was erfahren. Wenn die anderen das geben kannst du mir das auch geben. Herr, kann ich deine ganz auch finden, dass ich das auch haben kann? Der Schlüssel ist gerade zu denken, als uns sein uns früher zu jaft. Rechnen hecher aus, was deine Talmaschine rechnen kann. Drei mehr aus, was deine Annum für Rühm jaft. Blieb aber immer mit Gott in Einklang. Anders wirst du keine Wunder erfahren. Jo, Gott seine Gnade ist gerade aus deinen Fähigkeiten und dein Reichtum, und dat ist so kriegt, wo so Gott das tun muss. Blieb mit Gott in Verbindschaft, und wenn Gott das gefällt, was du siehst, dann wird kriegt dort Unmögliche passieren. Ein Don't, wat ich für Gott tue, ein Don't, wat ich an sein Rechnen steck, er ist gar nicht schuldig, mich dafür zu sehen. Dat ist immer noch Gott seine freie Entscheidung, mich zu sehen. Gott sein Sehen in mein Leben ist allein seine Gnade und nicht mein Verdienst. Dat ist auch eine Gnade, wenn Gott uns in seine Finanzschulden annimmt. So ist die meisten Christen, wie auch ich, in das finanzielle System von dieser Welt geankert und versklavt. Ist das nicht die Versicherung der verfehlenden Unabhängigkeit, was uns und das System von dieser Welt verbindet? Dat ist immerhin falsch zu denken, dass ich, wenn ich mich von der Bank Geld geliehen habe, unabhängig sei und dort tun kann, was ich will. Wenn du mir nicht glaubst, dann versiegt deine eine Wünsche einmal für 6 Monate not zu gehen und da steht, dass du dir anderes bezahlst. Dann versichere ich dir dort, dass du antworten wirst, wer dein Meister ist. Aber, wenn du an keine zusammengeliedet Geld gebunden bist, und Gott dein Versorger ist, dann kannst du Geld geben und brauchen, so als Gott dir dort wiest. Oder, wenn er dir die Entscheidung überlässt, dann kannst du dort so brauchen, als du glaubst, dass am besten ist. Das finanzielle System von dieser Welt, Mammon, lädt ut und macht Sklaven. Aber Gott lädt nicht ut. Gott gibt Geschenke. Mit Gott bist du frei.